Guten Abend, liebe Freunde. Ich freue mich, heute bei dem Gespräch wie ein Buch und 4 Ecken zu begrüßen zu können. Vor allem heute für die Kinder. Die Kinder ist heute in dem Mittelpunkt. Ich weiß noch nicht so richtig, ob das ankommt, aber ich weiß es nicht, ich habe einen schönen Freund für euch gefunden und den bitte ich jetzt herein, begrüßt mit mir zusammen den Tabi. Guten Abend, Tabi. Tabi, setze dich. Liebe Kinder, das ist nun der Tabi. Ich weiß nicht so richtig, ob er euch gefällt. Er hat einen blauen Handschuh an und ich weiß nicht so richtig, ob das so ankommt. Aber ich bin der beste Kritiker auf dieser Welt. Und deshalb möchte ich jetzt, dass die Kamera in die Mitte geht, damit wir beide drauf sind und ich diesen Tabi, wie er nennt, Tabi. Lala. Ja, Tabi, du hast ja ein Buch geschrieben, das heißt Tabi in den Tabiland. Erzähl doch mal, was willst du uns damit sagen? Lala. 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 Gut, ich meine, das ist natürlich jetzt so eine Sache. Aber ich meine nur, Lala ist jetzt schlecht. Lala. Lala. Weißt du, wir sind für die Zuschauer natürlich hier da, um ein Gespräch zu führen. Kannst du uns erzählen aus deiner Kindheit vielleicht ein klein, wie bist du zu dieser Figur gekommen? Tabi? Ja? Wie bist du zu dieser Figur gekommen? Lala. Lala. Also ich meine, pass auf, ich weiß nicht so richtig, ob das jetzt ankommt. Ich weiß nicht, aber Lala und Popo und ich weiß nicht, meine Brille ist nass. Könntest du uns sagen, warum? Meine Antenne. Du hast einen Nagel im Kopf. Wie kommt das? Nein. Diesen Preis möchte ich jetzt auch nicht annehmen. Ich nehme diesen Preis nicht an, weil er nicht aus Gold ist. Lala. Liebe Kinder, ich weiß nicht, wahrscheinlich ich sollte eigentlich eine Geburtstagsüberraschung werden für den Schradi, für den Sven und für die Gisela. Ich weiß jetzt nicht, es ist ja eigentlich ein Mann, warum er Gisela heißt, hast du eine Idee? Tabi? Lala. Lala. Der Tabi sagte, das Lala bedeutet wahrscheinlich, dass er Mirko heißt. Und ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch für euch. Und der Lala, wie ich ihn jetzt mal nenne, will euch auch noch was sagen, bitte Lala. Ich verabschiede mich schon mal für euch. Euer Reich Rednitzky, bis zum nächsten Mal. Lala.